sich vorstellen, die ist letztes Jahr über die tollen Tage in Skiurlaub gefahren. Können Sie sich das vorstellen? Schlimm, sowas. So, jetzt hätte ich nicht hier Hirot. Einen Tag vor Weiberfastnacht ist die nach Österreich in Skiurlaub gefahren. Hat schon von zu Hause einen Skilehrer gebucht. Am ersten Tag mit dem Lift hoch zur Hütte sieht zum ersten Mal diesen Skilehrer. Und das war ein Mann. Ein Mann, muskulös, braun gebrannt, die Haut so wettergegerbt, wie das bei diesen Bergvölkern ja so typisch ist. Und er hatte Augen, so blau, so tief wie Bergseen. Die Frau konnte gar nicht anders. Die ist direkt rum um die Hütte, rein in den Heuschober und dann ging das ja. Und als die beiden hinterher so ermattet im Heu liegen, da sagt sie zu ihm, jetzt musst du mir aber auch sagen, wie du heißt. Nee, sag ich nicht. Warum nicht? Ich heiße Horst. Ja, und mit Nachnamen? Sag ich nicht. Warum nicht? Du lachst dann. Nein, ich lach nicht. Doch, du lachst, er hat's ihr nicht gesagt. Die sind den ganzen Tag Ski gelaufen. Am nächsten Morgen sie wieder mit dem Lift hoch zur Hütte. Sieht diesen Skilehrer in diese unglaublich tiefen blauen Augen. Sie kann nicht anders. Sie kommt gar nicht erst in die Skischuhe, direkt rum um die Hütte, rein in den Heuschober und tja. Und als die hinterher so völlig ermattet im Heu liegen, sagt sie so, jetzt musst du mir aber sagen, wie du mit Nachnamen heißt, Horst. Nee, sag ich nicht. Warum nicht? Du lachst dann. Nein, ich lach nicht. Doch, du lachst. Vielleicht sage ich es dir am letzten Tag. Na, die nächsten 14 Tage, die sind ordentlich Ski gelaufen. Am letzten Tag fährt sie mit dem Lift hoch zur Hütte, schaut diesem Skilehrer in diese unglaublich tiefen, blauen Bergseeaugen. Sie kann nicht anders. Sie kommt gar nicht erst in die Skischuhe, direkt rum um die Hütte, rein in den Heuschober und ja. Und als die hinterher völlig ermattet im Heu liegen, da sagt sie so, jetzt ist es soweit, Horst. Jetzt musst du mir deinen Nachnamen sagen. Nee, sag ich nicht. Warum nicht? Du lachst dann. Nein, ich lach nicht. Doch, du lachst. Horst, du hast es mir versprochen. Es ist mein letzter Tag. Na gut, ich heiße Horst Neuschnee. Und die Frau lacht. Die lacht, die kriegt sich gar nicht mehr ein vor Lachen, die schmeißt sich rückwärts ins Heu vor Lachen. Und er sagt, siehst du, du lachst ja doch. Sagt sie, ja, aber ich lach doch nicht über deinen Namen. Weißt du, als mein Mann mich in Köln am Hauptbahnhof verabschiedet hat, da hat er zu mir gesagt, Schatz, ich wünsche dir einen wunderbaren Urlaub und jeden Tag 20 Zentimeter Neuschnee. Am 9. Tag, da schuf der liebe Gott die Dialekte. Und alle waren völlig begeistert. Der Berliner, der sagte, ich hab so einen tollen Dialekt, war so ein super Dialekt, war herzlichen Dank, lieben J, war. Und der Dresdner, der Sachse, der sagte, mein Gott, mein Gütester, ich hab so einen wunderbar kultivierten Dialekt. Wenn Sie Spaß haben, ich sprach überhaupt kein Ü, ich nehme einfach ein Ü. Und der Hamburger, der sagte, ich habe so einen feinen Dialekt, ich kann Tünknaps nacken, ich stolper über einen spitzen Stein, das klingt so herrlich hanseatisch. Herzlichen Dank, lieben Gott. Und der Münchner in seinem ihm eigenen Charme sagte der, ja mei, aber uns schon Dialekt an diesen vergelt's gut. Nur für den Kölner, da blieb kein Dialekt mehr übrig. Die waren alle schon vergeben. Der liebe Gott hatte alle Dialekte schon verteilt. Und der Kölner, der war sehr, sehr traurig. Und der Kölner, der hat auch ein bisschen geweint. Und das packte den lieben Gott ans Herz. Er legte dem Kölner die Hand auf die Schulter und sagte, na gut, Jung, dann sprichst du also so wie ich. Helmut und ich sind alte Freunde. Ich habe ihn neulich noch besucht im Kanzleramt. Helmut, er stand gerade vor seinem Aktenvernichter, vor seinem Reißwolf. Seine Rede zur Lage der Nation in der Hand, stellt die da so rein, klappt nicht. So rum, klappt auch nicht. Kommt der Weigel vorbei, sagt der Kohl, du, Theo, kannst du mal sagen, wie diese Maschine funktioniert? Der Weigel nimmt das Manuskript, stellt das da rein, drückt auf den roten Knopf, brrrt, fertig. Sagt, siehst du, Helmut, das war's schon. Kohl steht da vor uns und sagt, wunderbar, und wo kommen jetzt die Kopien raus? Männer über 40 haben es sehr schwer. Ich bin jetzt ein Mann über 40 und als Mann über 40, da hört man sich schon beim Frühstück, hört man da schon die Ehefrau sagen, Schatz, mit der neuen Brille siehst du fürchterlich aus. Aber Liebling, ich habe gar keine neue Brille. Du nicht, aber ich. So was passiert. Männer über 40 gehen fremd. Ist klar. Aber Frauen über 40 gehen auch fremd. Das ist die Realität. Wissen Sie, was ich der Frau antworten würde? Du
Wolltest noch mit rauf auf einen Kaffee, auf eine Flasche Bier, auf eine Tasse Tee. Dein Champagnerglas steht am Wannenrand, hinterher ist uns der stramme Max verbrannt. Hast bei mir geduscht, hast bei mir gepennt, unser Frühstück war wirklich opulent. Jetzt willst du nur weg, was wird denn jetzt aus den Gläsern, den vielen? Du musst erst noch spülen. So geht das nicht.